Hallo miteinander, schön euch zu sehen. Hallo zusammen am Livestream, schön, dass du mit dabei bist, von dort, wo du auch immer zugeschaltet hast und mitschaust an dem heutigen Morgen. Ich freue mich riesig, mit euch zusammen heute ins Wort Gottes jetzt tauchen. Es ist immer ein Privileg, das zu teilen. Und hey, ich will zum Start einfach beten. Und ich lade dich herzlich dazu ein, ob du daheim bist oder auch gerade hier vor Ort. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass wir jetzt von dir hören. Wir wollen in die Bibel eintauchen, wir wollen von deinem Wort lernen. Herr, und ich bete, dass du, Geist Gottes, kommst und dass du die Worte nimmst, die du mir aufs Herz gelegt hast und ich vorbereitet hast und dass du nimmst und jedem Einzelnen so einfach ins Herz leist, wie er muss hören, so ins Herz sprichst. Ob das daheim ist in der Stube, im Livestream, ob es da ist vor Ort, wo wir sitzen im Saal. Ich bitte dich, Herr, und wir wollen die Herzen aufmachen für dich, Herr. Und ich bete, dass du kommst, dass du die Bühne einnimmst, dass du kommst und redest, Geist Gottes. Weil schlussendlich sind wir wegen dir da und wir wollen von dir hören. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für das, was du tun willst, dass du grossartig bist. Wir lieben dich. Amen. Amen. Ja, unser Jahresthema ist Momentum vollem Allmächtigen. Und das ist ein Thema, das uns das ganze Jahr wird begleiten, wo wir immer wieder werden darüber hören, darüber erzählen, uns mit dem einfach beschäftigen. Momentum, das bedeutet ein Schwung. Es bedeutet ein Impuls. In der Physik gibt es so eine Beschreibung von Momentum, die heisst, je mehr Schwung oder Momentum ein Objekt hat, desto weniger willst du dem Objekt im Weg stehen. Ist wahr, oder? In der Bibel wird das Wort Kairos gebraucht und das bedeutet der geeignete Zeitpunkt Gottes. Und das sind so Momente, wo Gott einen Schwung bringt zu seinem geeigneten Zeitpunkt im Leben von Menschen. Seinen Schwung bringt, wo etwas passiert. Das bedeutet der richtige Augenblick von Gott, wo er etwas bewirkt, wo er etwas bewegt, verändert. Der richtig geeignete Augenblick. Manchmal gibt es für gewisse Sachen so einen richtigen Augenblick, vielleicht auch gerade in unserem Leben. Manchmal gibt es aber auch Augenblicke, die total falsch sind. Wenn wir auf die letzten Monate zurückschauen, auf das letzte Jahr zurückschauen, dann ist das für viele, viele Menschen so ein falscher Augenblick gewesen, dass eine Pandemie über die ganze Welt gekommen ist. Vielleicht ist es für dich der falsche Augenblick gewesen, für deine Firma, für dein Business. Vielleicht ist das für dich der falsche Augenblick gewesen, wie deine Kinder oder deine Teenies nicht haben können schnuppern gehen, vielleicht keine Lehrstelle gefunden haben. Vielleicht geht es dir wie mir und dem Joni, wo das wirklich der falsche Augenblick war, wie wir unsere lang ersehnten Ferien, wo wir schon über Jahre immer wieder so einen Zeitpunkt gesucht haben, wo wir endlich mal die Ferien machen könnten, haben müssen absagen. Vielleicht ist das aber auch für dich der genau richtige Augenblick gewesen, dass du endlich zur Ruhe gekommen bist, dass du Zeit gehabt hast mit deinen Liebsten. Vielleicht ist das für dich der geeignete und der richtige Augenblick gewesen, dass du deine Prioritäten in deinem Leben hast können einmal neu einordnen und entscheiden, wann kommt was und was zählt wirklich in deinem Leben. Wie das letzte Jahr auch für dich war, wir haben letzte Woche gehört, wie Gott immer wieder in so herausfordernden Zeiten, in schlimmen Situationen zu seinem geeigneten Augenblick hat kommen und etwas bewirken. Vielleicht ist es für dich jetzt auch gerade ein schwieriger Augenblick, eine schwierige Zeit, eine schwierige Situation, wo wir drinnen stehen. Ich weiss nicht, wie du damit umgehst. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich gehe auf einen Rückzug. Ich will einfach die Augen zumachen, das soll einfach alles vorbeigehen. Ich warte ab, bis einfach das Leben wieder normal ist und ich tauche unter. Vielleicht bist du aber jemand, der sagt, hey, nein, ich kämpfe dagegen. Du demonstrierst, du sagst, ich passe mich nicht einfach der grossen Masse an, sondern ich will aufstehen und will etwas dagegen tun. Wie immer du dich auch fühlst, wie immer du auch in dem Sinne damit umgehst, hey, Gott kann genau in so Zeiten, wo wir jetzt drinnen stehen, sein Momentum in deinem persönlichen Leben bringen, einen Schwung. Er kann etwas schaffen, etwas bewegen. Und um das geht es heute Morgen in meiner Predigt. Gottes Momentum in deinem Leben. Gottes Momentum in unserem persönlichen Leben. Wir lesen in der Bibel immer und immer wieder, wie Menschen konfrontiert worden sind mit ähnlichen Zeiten, wie wir jetzt drinnen stehen. Aber was wir auch lesen, ist, dass eine beständig geblieben ist. Und zwar Gott.
Gott ist nie überrollt worden. Gott ist nie überfordert gewesen. Gott hat nie einen auf Rückzug gemacht, dass er nicht mehr gewusst hat, was er jetzt machen soll. Egal, ob Stürme gekommen sind, Krankheiten gekommen sind, Pandemien, grosse Katastrophen, unerwartet. Nein, er ist beständig geblieben. Wir lesen sogar, wie er schlechte Situationen nehmen konnte und hat es umdrüllen und wenden. Wie er aus so viel Schlimmen hat wieder Gutes machen konnte, auch wenn es manchmal jahrelang gedauert hat, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und in der letzten Woche hat uns der Joni mitgenommen ins Neue Testament, in die Kirchengeschichte auch. Und wir durften sehen, wie Gott immer wieder ein Momentum geschaffen hat, quer durch die Kirchengeschichte durch. Ich habe das so ermutigend gefunden. Wir durften sehen und einen Einblick bekommen, wie Gott immer wieder mit seinem Momentum, mit seinem Schwung gekommen ist und die Kirche wieder aufgeblüht ist, Menschen aufgeblüht sind. Und so wie Gott immer wieder ein Momentum in der Kirchengeschichte gebracht hat und geschaffen hat, so kann er das auch in deinem Leben tun. Egal, wie deine Umstände sind. Stell dir vor, wie es wäre, wenn Gott gerade in deiner Situation, ob sie gut ist, ob sie schwierig ist, sein Momentum in diesem Jahr bringt. Sein Schwung. Stell dir vor, wie genial. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen, ein Leben von einem Menschen, wo wir Gottes Momentum immer und immer und immer wieder sehen. Und ich möchte mit euch gerade trainiert tauchen, für das gehen wir ins Alte Testament. Wir befinden uns in Jerusalem, wo der König Joachims regiert hat. Der Joachims, das ist ein König, der alles andere da hat, als Gott geehrt hätte. Es ist spannend, wenn wir durch Bücher von Königen mal lesen, dann sehen wir, wie es immer einen König gegeben hat, der Gott geehrt hat. Dann ist der Nächste gekommen, er hat Gott nicht geehrt. Dann ist ein König gekommen, der Gott geehrt hat und geliebt hat. Dann ist ein König gekommen, der Gott nicht geehrt hat. Das Auf und Ab mit diesen Königen. Und der Joachim ist genauso ein König, der alles andere da hat, als das, was Gott wirklich geehrt hätte. Er hat im Ganzen 11 Jahre regiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo der König Nebukadnezar in Jerusalem eingezogen ist und Jerusalem angegriffen hat. Babylonier sind gekommen. Babylonier haben mehrmals angegriffen. Und das war gerade ihr erster Angriff, sie haben die ganze Stadt geplündert. Sie haben den heiligen Tempel gestürzt. Sie haben alles geraubt. Sie haben alles auseinandergenommen. Wir müssen uns vorstellen, das war Chaos pur. Da war Angst herum. Die Leute waren verzweifelt. Das war Krieg, wo die Babyloner gekommen sind. Sie sind gekommen und sie haben nicht nur Jerusalem zerstört, sondern sie haben auch die Israeliten nach Babylon verschleppt und mitgenommen als Sklaven. Also eine schlimme Zeit. Es war schlimm für die Juden. Und in dieser Geschichte sehen wir einen Jude, einen jungen Mann, der aus einer jüdischen Adelsfamilie kommt. Und er ist nach Jerusalem verschleppt worden. Seine Familie ist auseinandergerissen worden. Er ist zusammen mit Freunden nach Babylonien geschleppt worden, weit weg von seiner Heimat. Und wir müssen uns vorstellen, sie sind an einem Ort gekommen, wo eine fremde Sprache geredet worden ist. An einem Ort, wo eine total neue Kultur herrscht. An einem Ort, wo sie das Essen nicht kennen, wo die Zeiten total anders sind. An einem Ort, wo es nicht einen Tempel gibt, wo sie gehen können und ihren Gott anbeten, sondern sie haben anderen Göttern gedient. Und der Mann ist dort angekommen. Der Mann, das war der Daniel. Der Daniel ist zusammen mit seinen 3 Freunden als Diener im Palast gekommen und dort eingesetzt worden. Und dort sind sie 3 Jahre lang erzogen worden. So, dass sie sich an die Sitten der Babylonier gewöhnen. So, dass sie die Sitten, die Brüche, die Kultur annehmen und dass sie nachher würdig sind, um am König dienen, in das Amt zu gehen als Diener. Das hat damit gestartet, dass sie ihnen neue Namen gegeben haben. Das war damals mal normal. Wenn jemand einen Sklaven erobert hat, dann hat der Eroberer am Sklaven einen neuen Namen gegeben. Das war ein Zeichen von Eigentümerschaft. Du bist mein Sklave. Du bist mein Eigentum und ich gebe dir einen neuen Namen. Ein Stück weit haben sie auch damit ihre Identität ausgelöscht, ihre Herkunft probiert auszulöschen. Weil der Name dazumal hat sehr viel Bedeutung gehabt. Es hat gezeigt, woher du kommst, was deine Identität ist,
von welchem Land du kommst. Also zum Beispiel Elias. Ich weiss nicht, was Elias genau bedeutet. Aber wenn das ein jüdischer Name wäre, dann hätte man gewusst, er ist ein Jude. Und so haben die Babylonier damit probiert, die Herkunft und die Identität von diesen Sklaven zu vernichten. Man kann ein Stück weit sagen, es ist fast ein bisschen Kirnwäsche, was sie mit ihnen gemacht haben. Wir sehen und lesen in diesem Buch, wie Daniel in einer herausfordernden Situation war. Und das ist eine Situation, die er sich wahrscheinlich nicht einfach so gewünscht hat. Und ich nehme an, er hat auch nicht damit gerechnet. Aber wir sehen in dieser Geschichte, wie Gott immer wieder in dieser schlimmen Situation sein Momentum reingebracht hat. Ins Leben von Daniel. Und ich will mit euch die Geschichte noch weiter eintauchen und will 3 Situationen anschauen, wo wir sehen, wie Gott am Daniel Momentum geschenkt hat. Sind ihr parat? Cool, ich auch. Wo der Daniel im Palast kam, dort ist ihm beauftragt worden, ihm und seinen Freunden, dass er die feinen, ausgewählten Essen, die Speisen vom König, dass er die essen soll. Sie wollten, dass er wohlgenährt ist, dass er zu einem guten, kräftigen, gut aussehenden jungen Mann heranwächst, oder? Das sind wahrscheinlich später messen. Und es war für sie wichtig, genau das, was der König ausgesucht hat, dazumal, dass sie das essen, dass sie das zu sich nehmen. Und der Daniel hat das Essen nicht essen, weil es für ihn unrein war. Und wir lesen die Reaktion von Daniel. Wir lesen, wie der Daniel, was er denkt, was in seinem Herz abgeht. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Der Daniel ist Gottes Wert, Gottes Prinzipien treu geblieben. Er ist kein Kompromiss eingegangen. Das sehen wir in dieser Geschichte. Er hat Obst gegessen, er hat noch Gemüse gegessen, er hat noch Wasser getrunken. Und nach 10 Tagen, wo sie kontrolliert haben, wie die Männer aussehen, ist er wohlgenährter und seine Freunde als alle anderen Männer. Speziell, oder? Und da sehen wir, Gott hat sein Momentum ins Leben von Daniel hineingegeben. Sein Momentum, ihm ist es besser gegangen. Er war wohlgenährter als alle anderen. Und dazu ist der Daniel auch befähigt worden mit Gaben. Gabe von der Erkenntnis, Gabe von der Weisheit, aber auch Gabe vom Traumdeuten. Und wir lesen später, wie der Daniel und seine Freunde im Hof in einer höheren Position eingesetzt worden sind. Und wie der König immer wieder zum Daniel gegangen ist und ihn um Rat gefragt hat. Ihm gefragt hat, wenn er Träume hatte, um die Träume auszulegen. Also wir sehen da, das ist Gottes Momentum in seinem Leben. Und eigentlich krass, das Momentum, das er erlebt, als ein verschleppter Sklave. Als ein junger Mann, der dort nichts wert ist. Und schon so auf eine Position kommt und so einen Einfluss bekommt. Das kann nur Gott sein. Wir gehen weiter in der Geschichte. Der König Nebukadnezar, er hatte einen unberuhigenden Traum gehabt und niemand hätte den Traum auslegen. Er ist so hässlich geworden, dass er gesagt hat, hey, wir bringen alle Traumdeuter um im ganzen Reich. Er hat die umbringen lassen, alle Wahrsager, Traumdeuter. Und das war der Moment, wo so zu so einem Kairos, Gottes geeigneten Zeitpunkt war. Wie der Daniel davon erfahren hat, er ist nicht einfach geflüchtet, er ist nicht einfach davon gerannt, hat Angst bekommen, sondern er ist mutig zum König gegangen. Er ist zum König gegangen und dort ihn direkt umbringen. Aber er ist gegangen und hat gesagt, er darf eine Frist bekommen, um den Traum ihm auszulegen. Und Daniel ist zurückgegangen, hat die Frist bekommen, er hat gebetet, er hat Gott um Erkenntnis gefragt und Gott hat dem Daniel die Erkenntnis geschenkt. Er hat den ganzen Traum auslegen, hat am Nebukadnezar alles auslegen und erklären. Und das ist so ein richtiger Zeitpunkt von Gott gewesen, wo er nochmal so ein Momentum ins Leben von Daniel gebracht hat. Oder die Folge davon, das Momentum, das war, dass der König Nebukadnezar, der Daniel und seine Freunde nicht umgebracht hat. Und dazu hat er es eingesetzt als Verwalter über die ganze Provinz. Wir lesen das. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. Er setzte ihn als Statthalter
über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater. Hey, das ist unglaublich. Durch den Mut von Daniel ist er zum König gegangen, obwohl er ihn hätte umbringen können. Er hat den Traum gedeutet. Und durch das ist Momentum von Gott in sein Leben gekommen. Wir lesen zu einem späteren Zeitpunkt, wo ein neuer König geherrscht hat, wie er den Daniel, der war wahrscheinlich schon einiges älter, eingesetzt hat als Fürst. Und zwar, weil er sehr schlau war, sehr weise war und sehr begabt war. Und die anderen führenden Männer hatten überhaupt keine Freude am Daniel. Sie wollten ihn loswerden. Sie haben irgendetwas gesucht, das sie loswerden können. Aber sie haben nichts gefunden. Der Daniel war so korrekt, er war so treu, er hat so einen guten Charakter gehabt, dass sie nichts gefunden haben, wo anstößig wäre. Aber sie wussten, der Daniel, er betet regelmäßig zu seinem Gott. Und sie haben eine Anordnung erstellen lassen, dass jeder Mensch, der betet, dass der getötet wird. Und wir lesen, wie der Daniel reagiert, als er das mitbekommen hat. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst 3-mal am Tag tat. Also Daniel hat sich nicht einfach abhalten lassen, um nicht mehr zu beten, sondern er ist heimgegangen und er hat die Zeit mit seinem Gott gesucht. Er hat weiterhin beständig zu seinem Gott betet. Und das ist das, was genau die Finden haben wollen. Und sie sind gekommen, sie haben ihn verwünscht, sie haben ihn verhaftet und er ist zum Tod verurteilt worden. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte. Er ist in eine Leuengrube gerührt worden, dass er getötet wird. Und wir lesen nachher in den Versen, ich habe die Verse nicht da, aber wie der Daniel Gott vertraut hat. Über Tod sein wird, über lebendig wird rauskommen, er hat Gott vertraut. Und Gott hat dem Daniel in dieser unglaublich schlimmen Situation sein Momentum gegeben. Und er hat ihn beschützt. Und der Daniel hat das überlebt, eine ganze Nacht. Und ist lebendig rausgekommen. Das ist unglaublich. Gott ist ein Wunder da. Und wieder ist das so eine Situation, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott mit seinem Momentum gekommen ist, wo Gott gewirkt hat, wo Gott bewegt hat. Und wir lesen, wie nachher der König daraus raus im ganzen Reich verkündet hat, dass jeder Jude seinen Gott anbeten darf. Und das hat Freiheit bedeutet für die Juden. Eine Freiheit in ihrem Gebetsleben. Das hat bedeutet, dass sie nicht mehr verfolgt werden. Das hat grosse Folgen für sie gehabt, positive Auswirkungen für sie gehabt. Und da sehen wir, wie das Gottesmomentum im Leben von Daniel unglaubliche Auswirkungen hat, die nach außen gegangen sind, nach außen Einfluss genommen haben. Wir sehen also in der Geschichte von Daniel, er ist in unglaublich schlimmen, herausfordernden Umständen gestanden. Aber Gott hat die Umstände nicht einfach weggenommen. Gott hat nicht einfach gesagt, ja, okay, jetzt ist alles wieder gut. Sondern er hat mitten in diesen Umständen sein Momentum geschenkt. Wenn Gott im Leben von Daniel so ein Momentum schenken kann, dann kann er das auch in deinem und in meinem Leben so ein Momentum geben. Und Daniel hat das Momentum nicht selber irgendwie erarbeiten oder etwas tun, dass das kommt. Nur Gott kann das allein machen und auch heute noch. Aber der Daniel zeichnet so verschiedene Eigenschaften aus, durch die er sich positionieren konnte, dass Gott das Momentum in seinem Leben schenken und geben konnte. Und ich möchte jetzt noch auf 3 Punkte eingehen, die wir in dieser Geschichte sehen, wie wir uns auch positionieren können heute für so ein Gottes-Momentum. Der erste Punkt, den wir sehen, ist, der Daniel war so treu. Treu. Trotz schwieriger Umstände ist er Gott treu geblieben. Er hat an ihm festgehalten. Er war gehorsam. Er hat das tun, was Gott gefällt. Und durch seine Treue und durch das Festhalten an Gott ist das Momentum in sein Leben gekommen. Das hat so eine Basis geschaffen
für das Momentum. Ich meine, der Daniel hätte so einfach einen Kompromiss eingehen und sagen, ja komm, dann esse ich halt das Essen. Ich bin an einer neuen Art, neue Seite, neue Brüche. So einfach wäre es gewesen, zum einfach zu sagen, ja komm, mache ich mit, passe ich mich an. Aber er hat sich nicht angepasst. Er ist keinen Kompromiss eingegangen, sondern ist Gott treu gewesen. Er hat keine Abkürzung genommen, wo vielleicht so viel einfacher gewesen wäre. Aber er ist standhaft geblieben. Und genau dort hat er Gottes Momentum erlebt. Er ist nicht einfach davor gerannt, er hat sich nicht abbringen lassen, hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern ist auch in seiner Gottesbeziehung standhaft geblieben. Und er hat ihn immer und immer wieder gesucht und auf ihn gelost. Ich möchte dich fragen, wie es dir geht, wenn so herausfordernde Zeiten kommen. Zeiten, die nicht einfach sind. Vielleicht ist das gerade jetzt. Vielleicht liegt es aber auch hinter dir. Wie geht es dir, wenn es darum geht, Gott treu zu bleiben, an seinen Wert festzuheben, an den Königreich Gottes Wert? Zum Beispiel, wenn deine Sicherheit gefährdet ist, nimmst du Abkürzungen, wenn es um deine Finanzen geht. Vielleicht, wenn es um die Steuern geht, wenn es um die Zehnte geht. Wie steht es um deine Ehrlichkeit? Wie steht es um deine Grosszügigkeit? Nimmt sie vielleicht plötzlich ab, weil du Angst hast, du könntest zu kurz kommen? Ich glaube, manchmal kann es so schwer sein, oder? Gerade wenn alles so bedrohend wirkt von außen, so nach Gottes Prinzipien zu leben. Aber ich finde, die Geschichte von Daniel ermutigt uns so, wie Gott treu ist. Und wie es uns zuruft, nicht einfach Abkürzungen nehmen, sondern ihm zu folgen und auch treu mit ihm sein, wie Gott so treu mit uns ist. Und ich möchte uns ermutigen mit dem, dass das, was wir beim Daniel sehen, dass sich das lohnt, auch in unserem Leben anzuwenden. Es lohnt sich. Das ist ein richtig Gottes Prinzip. Hey, dort, wo wir nach ihm folgen, dort, wo wir seine Werte hochheben, dort, wo wir reich Gottes Prinzip leben, auch wenn es manchmal danach aussieht, dass wir zu kurz kommen, dort kommen wir bei Gott nie zu kurz. Und ich möchte dir das heute zurufen. Weil dort kann er genau sein Momentum bringen. Dort kann er seinen Schwung bringen in dein Leben. Der zweite Punkt ist das Vertrauen von Daniel, das mich so fasziniert. Das ist unglaublich. Der Daniel hat Gott immer und immer wieder vertraut in seinen Herausforderungen. Er hat ihm vertraut, sogar wenn es besonders schlimm war und wenn es um Tod und Leben gegangen ist. Leben und Tod. Er ist zu Gott gerannt, er hat ihn gesucht, er hat ihm vertraut. Er steht sogar an einer Stelle, wie er kurz vor dem Tod gestanden ist und er sagt sogar, hey, ob ich sterbe oder lebe, ich vertraue Gott. Er weiß, was er macht. Das ist unglaublich. Er hat keine Panik gehabt, keine Angst, obwohl er das auch hätte dürfen haben. Oder? Das ist okay. Aber hey, das ist doch eine Ermutigung für dich und mich, in so schwierigen Momenten festzuheben. Vielleicht dort, wo wir es nicht sehen. Das ist doch so eine Daniel-Geschichte, so eine Ermutigung für uns. Ich ertappe mich, aber auch Leute in meinem Umfeld immer wieder, wie wir manchmal so klare Vorstellungen haben können, wie unser Leben sein soll, auch mein Leben, was ich für gut empfinde in meinem Leben. Und wenn ich Mühe habe, wenn es mal anders läuft, wenn es anders rauskommt als geplant und gehofft. Und ich glaube, manchmal kann es einfacher sein, so biblische Geschichten zu lesen wie im Daniel und das zu sehen, ja, er hat Gott vertraut. Aber in meinem Leben kann es dann mega schwierig sein und herausfordernd sein, um wirklich Gott zu vertrauen, wenn ich das erlebe. Aber wir sehen, in Daniel ist auch so vieles unerwartet gekommen. Und er hat trotzdem seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Und darin hat er Gottes Momentum erlebt. Und Gott hat ihn nie enttäuscht. Gott war seine erste Anlaufstation. Der Ort, wo er Hoffnung gesucht hat. Der Ort, wo er wahrscheinlich aufgedankt hat, wo er Frieden bekommen hat für seine Situation. Und so möchte ich uns heute Morgen alle ermutigen, hey, lass uns Gott die erste Anlaufstation sein. Gerade besonders jetzt, wenn es vielleicht für dich herausfordernd ist oder eine mühsame Zeit ist. Hey, dort, wo er bei ihm das Momentum gebracht hat, kann er das auch in deinem Leben tun. Und der dritte Punkt, den wir sehen, oder die dritte Eigenschaft, muss ich sagen, die wir im Leben von Daniel sehen, das ist sein unglaublicher Mut. Wir sehen, wie der Daniel immer wieder mutige Schritte gemacht hat und Gott dort drin erlebt hat. Wo eine Situation vor ihm gelegen ist er gegangen und hat gehandelt. Er ist zum König gegangen
und hat den Traum auslegen. Er ist mutig, hat einen Schritt gemacht, dort, wo er ihn umbringen wollte. Er hat das wahrgenommen, was vor ihm liegt, hat einen mutigen Schritt gemacht, Gott vertraut und dort in Gottes Momentum unglaublich erlebt. Ich persönlich habe das letztes Jahr auch erleben. So einen Moment gehabt, wo es mich ein bisschen Mut gekostet hat. Ich habe eine Frau kennengelernt, bin mit einer Frau in Kontakt gekommen, die Gott nicht kennt. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, hey, ihr würde Gott so gut tun. So ein bisschen, was sie mir erzählt hat, wie sie unterwegs ist, was ihre Werte sind, was sie sich zum Teil gefallen lässt von gewissen Menschen. Und ich habe gedacht, hey, du brauchst Jesus. Und es hat mich mega Mut gekostet. Mut, um auf sie zuzugehen. Ich hätte einfach können sagen, ja komm, ich lasse sie. Aber ich habe gewusst, hey, Gott hat sie wie in mein Leben nie geleitet oder ins Leben nie gestellt, muss ich sagen. Und ich habe den Mut zusammengenommen und habe sie gefragt, ob ich für sie beten kann. Ich habe den Mut zusammengenommen und habe angefangen, ihr von Jesus zu erzählen. Und es war unglaublich. Es war wie so ein Moment, wo Gott seinen Schwung hineingebracht hat. Wie sie sich interessiert hat, wie sie mitbetet hat. Und jetzt ist ihr Leben am Aufblühen, wie sie dem Jesus nachfolgt. Und für mich ist das auch ein Segen und so ein Aufschwung für mein persönliches Leben. Und ich glaube ganz fest, dass die meisten Gelegenheiten eben nicht einfach so bequem kommen oder einfach so auf dem Silbertablett daherkommen, sondern oftmals ist es unbequem. Und wir müssen mutig einen Schritt machen und wir sind herausgefordert. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann kann Gott sein Momentum bringen, seinen Schwung bringen und schaffen. Und ich glaube, dass Gott uns so oft so Sachen, Situationen, Menschen eigentlich unser Leben nie stellt, in unsere Hände legt, sodass wir dort einen mutigen Schritt machen dürfen. Wie Gott genau dort in diese Situationen, in diese Menschenleben seinen Schwung bringen will. Hey, vielleicht braucht es dich so viel Mut, um mal in eine Seelsorge zu gehen und gewisse Sachen anzuschauen. Aber stell dir vor, du gehst in eine Seelsorge und du wirst frei. Und du erlebst das Momentum von Gott. Und nicht nur in deinem Leben, aber in deiner Ehe. Und es verändert sich. Hey, vielleicht braucht es dich so viel Mut, in gewissen Bereichen in deinem Leben zu Gott zu sagen, dein Wille und nicht mein Wille. Aber stell dir vor, wenn Gott sein Momentum bringt und noch so viel mehr arbeiten kann. Hey, vielleicht braucht es sich so viel Mut, deine Gaben zu investieren. Aber stell dir vor, wenn Gott das Momentum kommt, wenn er wirkt, wenn er bewegt, stell dir vor, wenn du für Menschen bettest, die dich so viel Mut kostet, oder Menschen ermutigst, oder ein Wort weitergibst, das Gott dir aufs Herz gelegt hat, und dieses Momentum kommt in dein Leben. Wow! Hey, ich will noch mehr von dem sehen. Ich will noch so viel mehr von dem sehen. Und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir drinnen stehen, unterschätzen wir nicht, was Gott tun kann. Die Geschichte von Daniel, die ermutigt mich. Ich hoffe, sie ermutigt dich auch. Sie ermutigt mich auch, meine Haltung zu hinterfragen, mich auch immer wieder neu zu positionieren. Gerade wenn es darum geht, um meine Treue, um mein Vertrauen und auch um meinen Mut. Ich persönlich habe schon mehrmals so Gottes Momentum erleben. Und ich liebe das. Das ist etwas vom Besten. Aber ich merke auch, dass es nicht immer einfach so kommt. Einmal habe ich es so stark erlebt. Ich habe Gott um seine Führung gebeten und ich habe gesagt, Herr, brauch mein Leben. Mach mit meinem Leben, was du willst. Weil ich glaube, das ist das Beste. Das ist schon mehrere Jahre her. Und ich weiss noch, wie Gott so klar zu mir geredet hat. Er hat so klar zu mir geredet und hat gesagt, Steffi, brich alle deine Pläne ab. Brich es ab und geh an eine Schule. Und zwar in Australien. Hey, ich bin dort gewesen. Es war der ungünstigste Zeitpunkt gewesen, weil ich habe Pläne gemacht. Ich habe schon Geld ausgegeben. Ich habe Sachen gebucht. Ich habe alles Plan für die nächsten 4, 5, 6 Monate. Und es hat so viel Vertrauen gebraucht. Vertrauen, dass Gott richtig liegt. Und ich sagte, okay, ich vertraue dir. Und ich mache mutig Schritt. Und ich habe die Schritt gemacht. Und ich durfte Gottes Momentum erleben. Wie ich glaube, fast noch nie in meinem Leben. Er hat mich verändert. Meine Identität geschärft. Er hat mir so ein Herz gegeben für seine Lokalkirche. Ich durfte wachsen im Glauben. Und ich habe mir das so überlegt. Ich sehe Früchte von diesem Momentum bis heute zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich da stehe und darf Teil von so einer Kirche sein und mit meinem Mann zusammen die Kirche leiten. Und
Darum möchte ich euch das erzählen, um zu sagen, hey, unterschätzt mal das Momentum von Gott nicht. Wenn er kommt, mit seinem Momentum in unserem Leben. Das hat Kraft, das hat Power, das hat Auswirkungen. Im Neuen Testament lesen wir auch so von Kairos-Moment. Und ich möchte zum Schluss noch auf den Vers eingehen im Epheser. Der Paulus fordert uns nämlich auf im Epheserbrief. Und da steht, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, und damit meint er so Kairos-Moment, Gottes geeignete Moment. So gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Der Paulus fordert uns auf, unsere Zeit nicht einfach verstreichen zu lassen, sondern uns bewusst sein, wie wir Zeit brauchen hier auf dieser Erde. Wie begrenzt das die Zeit ist, die wir hier haben. Die paar Jahre, die wir haben. Und er ermutigt uns und fordert uns auf, den Fokus darauf zu haben, auf dem, was Gott tut und in unserem Leben tun will. Und der Paulus meint da so ein sorgfältiges darauf achten. Es geht ihm nicht darum, dass wir jetzt rausrennen und effizient sein und so einen Aktivismus starten. Aber dass wir sorgfältig darauf schauen, wie führe ich mein Leben? Hey, mit was fühle ich mein Leben? Wo gebe ich meine Energie an? Und er warnt uns vor Bequemlichkeit. Er warnt uns vor Gedankenlosigkeit. Er warnt uns vom einfach Hinleben, so wie es vielleicht für mich allein gerade passt. So, wir sollen ein Leben führen, das sich nach Gottes Willen ausrichtet. Ein Leben, wo Gottes Momentum in seinem Willen kann entstehen und wo Frucht bringt. Ein Leben, das offen ist, so ein Leben zu führen, so wie es Jesus von uns vorher gesehen hat. Und wie gesagt, es geht mir nicht um einen Aktivismus, sondern es geht mir um eine Haltung und eine Hingabe und eine Ausrichtung auf Jesus. Gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt stehen, passt der Vers so gut. In dieser Zeit, wo alles speziell ist, wo man sich das Ganze so ein bisschen bequem machen kann oder wir uns so ein bisschen bequem machen können. Aber Gott kann mitten in diesen Umständen seinen Schwung bringen. Und ich glaube, sehr, sehr oft suchen wir uns unsere Umstände nicht um, so wie die ganze Pandemie, oder? Die Umstände suchen wir uns nicht aus, so wie sie sind. Aber wir sehen es im Leben von Daniel so gut. Er hat sich nichts ausgesucht von dem Ganzen. Aber Gott ist immer und immer wieder mit seinem Momentum gekommen. Und genau dort, wo Hoffnungslosigkeit war, dort ist Hoffnung entstanden. Und dort ist Gottes Reich entstanden. Ich möchte dich darum zum Schluss fragen, willst du so ein Momentum erleben in deinem Leben? Vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, neu in diesem Jahr. Ich möchte dich fragen, wie gehst du mit dem Jahr um? Wartest du einfach, bis der Sturm vorbei ist, bis sich alles geleitet hat, oder nutzt du die Zeit und machst den Schritt mit Jesus oder auf Jesus zu? Wie Gott kann ein Momentum schenken und das kann so verschieden aussehen. Das kann sein, dass du das Jahr eine neue Gottesbegegnung hast, die dein Leben radikal verändert. Das kann sein, dass dort, wo du jahrelang treu bist, dass Gott kommt und dich belohnt. Es kann sein, dass es ein Gottesmoment ist, wo du frei wirst von etwas, wo du schon jahrelang versklavt worden bist. Es kann sein, dass Gott kommt und eine negative Situation ins Positive umdreht, dass es ein Segen wird. Ein Kairos-Moment und deine Beziehung mit Gott blüht auf. Hey, wie genial. Ich wünsche mir den Schwung von Gott. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich wünsche mir den Schwung in meiner Gottesbeziehung in diesem Jahr. Und ich habe eine Sehnsucht und ich strecke mich aus. Ich will das nicht einfach für selbstverständlich nehmen, für das ist unser Gott zu gross und zu gut und zu mächtig und hat noch so viel mehr. Ich will seinen Willen suchen in meinem Leben. Hey, und lass uns für das Gottesmomentum gehen. Und mein Gebet ist es, dass wir die Sehnsucht danach haben. Mein Gebet ist es, dass wir nicht einfach resignieren, vielleicht dort, wo wir enttäuscht sind. Oder vielleicht dort, wo wir schon jahrelang mit Gott unterwegs sind, dass wir es so ein bisschen gesehen haben, sondern dass wir uns aufmachen und positionieren und eine Haltung einnehmen und sagen, yes, hey Gott, ich erwarte dich, bei dir ist nichts unmöglich. Weil Gott hat schon immer sein Momentum geschenkt. Und wisst ihr was, er wird es wieder tun. Er wird es wieder tun. Wie wir sehen, in der ganzen Geschichte, immer und immer ist er gekommen.
geben wir die Hoffnung nicht auf. Schauen wir auf Gott. Schauen wir auf das Ja und halten wir Ausschau nach dem Gottesmomentum in unserem Leben. Lass uns jetzt beten. Für das persönliche Momentum. Komm, wir stehen auf. Und wenn du willst, darfst du für dich mitbeten. Überleg dir, wo brauchst du ein Momentum? Wo wünschst du dir ein Gottesmomentum? Leg es Gott an, auch daheim am Livestream. Komm mit ins Gebet, ich lade dich herzlich dazu ein. Und Vater, so kommen wir vor dich, Herr. Ich danke dir für das, dass du wirklich von Generation zu Generation immer wieder dieses Momentum gebracht hast, so einen Schwung gebracht hast, Veränderung gebracht hast. Und Vater im Himmel, wir strecken uns aus nach dem Momentum, Herr. Wir haben eine Sehnsucht nach dir, nach dem Momentum in unserem Leben, Herr, in unserem Umfeld. Wie dort, wo du kommst, dort kommt Schwung, dort kommt Leichtigkeit. Und so bitten wir dich, Herr, dass du kommst und dass du dieses Momentum in unser Leben bringst, Herr. In unseren Ehen, in unseren Familien. Ich bete, Herr, über unsere Teenager, auch hier in der Church, über die Kinder, Herr, dass dort Gottes Momentum kommt und sie den Schwung erleben, wer du bist. Herr, wir brauchen dich. Und ich will dir das 21 angeben, Herr, mein persönliches 21. Und bitte dich, dass du da kommst und deinen Willen tust, Vater im Himmel. Ich bete auch, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Gerade in Zeiten, die herausfordernd sind. Es ist manchmal so einfach gesagt, Herr. Aber ich bete, dass du uns hilfst, Vater im Himmel. Und uns immer wieder zu dir ziehst und zeigst, wie es sich lohnt, dir zu vertrauen und auf dich zu bauen. Ich bete, dass du uns hilfst, dir näher zu sein. Und auch dort, wo es mutige Schritte braucht, Herr, bete ich, Vater im Himmel, dass du uns ausrüstest und dass wir wissen, wir dürfen gehen und du kommst mit und leitest und führst uns. Yes, Herr. Ich bete, dass wir wirklich so viele Geschichten das Jahr hören, auch hier in der Kirche. Herr, wie Menschen im Gottesdienst das Momentum erlebt haben. Wie Menschen in der Small Group, in der Passion Group, im MFG das Momentum erlebt haben, Herr. Aber auch in ihrem Alltag, in ihrem Arbeitsort, in ihrer Familie, Herr. Ich danke dir, Vater im Himmel. Amen. Amen. Wenn du vielleicht da bist oder am Livestream bist und du hast mitgebetet oder vielleicht fragst du dich sogar, wer ist eigentlich der Gott? Dann würde ich dir sagen, das ist ein genialer Gott, der dich liebt und ein Gott, der liebend gern mit dir eine Beziehung haben. Und wenn du das willst, so eine Beziehung mit dem Jesus, dann darfst du auf unser Gebetsteam zu. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Das ist simpel, einfach. Oder du kannst auch online auf Gebet drücken und dort hat es Männer und Frauen, die es lieben, für dich zu beten und dich durchzuführen und da mitzunehmen auf die Reise, die du starten mit dem Jesus, mit dem Gott. Und wir gehen jetzt hier in eine Worship-Zeit, in eine Anbetungszeit. Das ist eine heilige Zeit. Wir kommen vor Gott und dürfen ihn anbeten mit unseren Herzen. Und wir haben während dieser Zeit auch das Gebetsteam. Sie sind hinten aussen. Du darfst auf sie zugehen, wenn du ein Anliegen hast. Aber wir werden auch das Abendmahl einnehmen. Und ihr seht hier auf der Seite so verschiedene Stationen, wo ihr hingehen dürft. Das ist schön, Corona, safe. Und nehmen wir das Abendmahl ein. Auch für euch daheim, wie es Joni am Anfang gesagt hat. Nimm doch du für dich das Abendmahl jetzt in dieser Zeit. Und seien wir uns nochmal bewusst, was Jesus für uns da hat, was das für uns heisst. Und schauen wir uns in unserem Leben an, wo das vielleicht noch Sünde ist, wo das etwas ist, wo uns trennt von dem grossen Gott. Amen.